Thomas Oberberger und Florian Schlamminger geben sich geheimnisvoll. Wie viel soll ich verraten? Ihr Spezialgebiet: Drohnen. Wir haben ein neues Gerät dabei, das wollen wir jetzt testen, zum ersten Mal in freier Wildbahn, und sind wir schon auf die Ergebnisse gespannt. Ich hoffe, dass wir die 60 Meter erreichen mit der großen Kamera, mit der kleinen Kamera müssten 100 gehen. So die Hoffnung von Tobias Oberberger. Mitkonstrukteur Florian Schlamminger ist heute Operator und bringt die Tauchdrohne an den Start. Jetzt ist es selbstständig. Der Test beginnt. Auf dem Spiel stehen Zeit, Geld und der Prototyp unter Wasser. Am Tag davor: ein Tauchparadies im Böhmischen, gleich hinter der Grenze, der Lometschecksee. In einem gefluteten Steinbruch testen Oberberger und Schlamminger Optik und Steuerung ihrer Tauchdrohne. Hier ist es nicht so tief wie im Starnberger See. Hier haben wir nur die 8 Meter, aber das ist hier unser kleiner Spielplatz unter Wasser. Da können wir dann auch mal die Software ein bisschen anpassen und müssen nicht jedes Mal an den schönen Starnberger See gurken. Die beiden nutzen die Taucheridylle eines befreundeten Bildhauers nicht nur als Spielplatz unter Wasser. Der Ingenieur für Medientechnik und der studierte Elektrotechniker sind auch leidenschaftliche Fotografen und Filmer. Ein See als Studio und Labor. Die Versuchsbedingungen, also wir brauchen einen See, wo du auch einigermaßen Sicht hast. Und hier haben wir den Vorteil, es ist ein ehemaliger Steinbruch und das Wasser ist sehr ruhig das ganze Jahr über. Es ist wenig Besucherverkehr logischerweise und der Besitzer des Sees hat hier Fische eingesetzt, also ideale Bedingungen für eine erste Schleichfahrt. Jo. Die lange Leitung, das Datenkabel vom Notebook zur Tauchdrohne, ist nötig, weil Funkwellen unter Wasser nur wenige Meter weit reichen. Doch gelingen dem Konstrukteursduo ruhige Filmaufnahmen in der Tiefe? Im Prinzip ist es ein Bierkasten unter Wasser. Also du hast ja immer zweischneidig. Entweder willst du stromlinienförmig bleiben oder du willst Manövrierbarkeit. Wir haben auf Manövrierbarkeit gesetzt. Und durch die 8 Motoren, die er hat, kann er auf, ab, links, rechts. Also die sind so angeordnet, dass er sich in allen Achsen bewegen kann. Die größte Herausforderung war dabei, das halt in einer ruhigen Art und Weise auszuführen. Das heißt, dass der auch schöne Kamerabewegungen ausführt und nicht irgendwie sehr ruckartig oder verwackelt sich bewegt. Die kann bis 4 km/h. Also das ist ziemlich zügig. Also ein Taucher kann da ganz schwer mithalten. Und die Filmtechnik? Wir können im Endeffekt mit GoPros und das, was wir reinbringen wollten, so eine ganz lichtstarke Kamera, die unter Wasser noch eine super Qualität liefert. Der Vorteil von unserer Tauchdrohne ist, du begibst dich selbst nicht in Gefahr. Wenn du 60 oder sogar 100 Meter tauchen willst, brauchst du ja schon wieder ein Gemisch zum Atmen. Also du kannst bis zu 3 Stunden tauchen mit einem Akkusatz, nimmst den Akkusatz raus, nächsten rein, tauchst wieder 3 Stunden. Und als Taucher ist es körperlich sehr anstrengend. Unter Wasser zu bleiben ist einfach eine Herausforderung, konditionell und von der Konzentration her. Und mit dem U-Boot ist man halt wesentlich schneller und begibt sich wirklich in keine Gefahrensituation. Oberberger und Schlamminger setzen spielerisch Neugier in technisches Know-how um. Konstrukteure und Filmteam zugleich bauen die beiden Oberpfälzer Drohnen für spektakuläre Aufnahmen. Noch hat ihr schwimmender Bierkasten den Tiefentest im Starnberger See nicht bestanden. Fest steht allerdings schon: Er ist schneller als ein Taucher mit Unterwasserkamera. 8 Motoren stabilisieren die Kamerabewegungen und kein Blubbern vertreibt die Fische rund um die Tauchdrohne made in Oberpfalz. Lange bevor jeder Hobbyfotograf eine Drohne aufsteigen ließ, zählte Fluglinse mit ultraleichten stabilisierten Multikoptern zu den Pionieren eines neuen Genres von Foto- und Filmaufnahmen. Drohnenflüge müssen genehmigt werden. Und der Einsatz von Tauchdrohnen? Dieser See Lometschek, der ist im Privatbesitz, da war es kein Problem, ist auch kein Naturschutzgebiet. Die deutschen Seen, da muss man dann immer schauen, da gibt es dann eine Seeverwaltung und auch vor Ort das Landratsamt, das dann letztendlich die Genehmigung auch erstellt. Also man muss sich schon um Genehmigungen kümmern. Der Naturschutz spielt eine Rolle, der Eigentümer vom See und das jeweilige Amt der Verwaltung, also Landratsamt. Jetzt Kraft.
Oh, jawohl. Einmal so. Ihre Räume in Bleibach sind Werkstatt, Labor und Studio zugleich. Wir waren 2013 beim Start des Multicopters von Fluglinse in Regensburg dabei. Vom Multicopter zur Tauchdrohne. Florian Schlamminger arbeitet weiter an Verbesserungen und das alles in einem Dorf bei Cham. Start-ups brauchen keine Großstadt. Familienzusammenhalt und Natur sind, wie bei Fluglinse aus Bleibach, oft viel wichtiger. Zurück am Starnberger See beim Tiefentest. Eingebaut in die Tauchdrohne ist eine lichtempfindliche Vollformatkamera, die auch 4K-Bilder liefert. So, jetzt kommt von links das Segelboot. Wie weit ist unsere Leine unten? Da ist eine Schnur! Keine Ahnung, was er schimpft. Jetzt, wenn das Bild gleich weg ist. Schaut gut aus. Passt. Es ist noch mal gut gegangen. Der Motorsegler hat sich nicht im Datenkabel verfangen. Dann passiert's. Da ist jetzt irgendein Krampf. Stopp einmal, Flo, da ist nämlich eine Unterwasserboje irgendwo aufgehängt. Ja, schau her. Da schön Kavisalat drin. Obwohl, wenn wir die jetzt zurückziehen, dann wickelt sie die ab. Einmal links durch, oder? Ja, das ist lose da. Schau. Das ist lose. Also zieht sie das sowieso durch. Und das oben ist auch lose. Das ist einfach schon ein altes Seil, oder? Ja, sowas ist halt blöd, wenn man drunter durchtaucht und heimwärts merkt man es dann. Haben wir es jetzt? 17 Meter. Jetzt musst du das Seil halten, oder? Dann zieh. Ja, dann klappt's. Dann kommen wir durch. Jetzt halt ich dagegen. Ja. Warte, ich gebe Konter und wir sind frei. Die Tauchstelle wurde von der Schlösser- und Seenverwaltung sowie dem Starnberger Landratsamt genehmigt. Aber trotz 200 Meter langem Datenkabel leider ungeeignet. Resümee, soweit ganz gut, recht spannend. Das mit dem Unterwasserseil haben wir jetzt nicht gerechnet, aber man weiß nie, deswegen beim Heimkehren immer dem Seil hinterher und dann kann man feststellen, wo sind wir denn verheddert oder auch nicht. Und leider haben wir die 60 Meter hier nicht geschafft. Die Todeswand wollten wir ursprünglich, da haben wir aber keine Genehmigung bekommen. Jetzt haben wir da die Genehmigung gekriegt und da haben wir die 30 Meter geschafft. Leider nicht die 60. Und das nächste Mal Königssee? Das nächste Mal geht's nach Ägypten, so schaut's aus. Global und bayerisch. Weder schlecht gelaunte Motorsegler noch modrige Leinen unter Wasser können die beiden Filmer und Erfinder bremsen.